Servus meine Abend, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder um Neckknives. Ja, ihr wisst ja, die Bayern haben das Neckknife erfunden. Das Kragenmesser. Der Kragenschneid, das Revermesser. Die Oma hat früher mal gesagt, wenn ich in den Wald gegangen bin und ein kleiner Bub noch war, mit 5, 6 Jahren, hat sie immer gesagt, nimmst dein Rever mit. Damit hat es das kleine Messer gemeint, das man um den Hals hängt, als kleiner Bub. Ja, und als Erwachsener halt auch noch. Darum geht's. Ich habe euch ja schon ein bisschen was über Neckknives einmal erzählt. Da gibt es ein Video dazu, da stelle ich ein paar kleine Neckknives vor. Das da zum Beispiel. Und sage so meine Meinung dazu. Und das sind halt einfach, ich sage jetzt mal, günstige, gekaufte Neckknives. Mit denen kann man ganz gut arbeiten. Die sind jetzt relativ schnittfreudig. Aber das war es dann auch schon. Jetzt habe ich mich natürlich wieder mit meinem Schmied des Vertrauens zusammengesetzt und Messerbauer. Und wir haben ein weiteres mystisches bayerisches Messer nachgebaut. Das ist das hier. Das ist der Raubeischelschneid. Das ist das Messer, das einzige Messer oder die einzige Waffe oder Amulett, weil es muss in dieser Form getragen werden, mit dem man sich gegen die Sennentunchi wehren kann. Sennentunchi sagt euch wahrscheinlich allen was, wem es nichts sagt, dem verlinke ich oben ein Video. Da gibt es eine Neuauflage dann von mir. Ich hoffe, dass ich das rechtzeitig fertig bringe. Dann könnt ihr euch die gesamte Geschichte der Sennentunchi mal anschauen. Kurz zusammengefasst ist es so, die Sennentunchi ist ein ziemlich böser, wenn nicht der böseste bayerische Alpendämon, Geist, den es so gibt. Und wahrscheinlich auch der recht brutalste von allen. Es ist ein weiblicher Alpengeist und der geht auf Männerjagd. Ja, die Geschichte kurz zusammengefasst ist das: Die einsamen Sennen auf der Hütte, die bauen sich halt in einer einsamen Nacht eine Puppe aus Stroh und Reisig. Ja, und um den Reisig zu schneiden, haben sie dieses kleine Reisigmesser, den Raubeischelschneid, also den Rau ist der Reisig, Beischel ist das Bündel, also den Reisigbündel, Schneid das Messer, den haben sie dabei. Und mit dem bauen sie diese Puppe und darum spielt er dann in dieser Geschichte, um diesen bösen Geist zu bannen, natürlich auch eine große Rolle. Ja, wunderschönes Messer. Die Kombination kennt ihr ja schon. Das ist der Drudenschneid, auch vom Andi Gewalt gebaut. Verlinke ich euch auch da oben. Gibt es ein richtig cooles Video dazu. Und ist auch ein mystisches Messer und es gibt auch eine mystische Geschichte dazu. Jawohl, Raubeischelschneid. Was steckt da dahinter? Dieses Messer, so wie jedes Talisman, mystische bayerische Messer, muss natürlich aus dem Horn von einem schwarzen Bock gefertigt werden. Es muss handgeschmiedet sein und es hat eine Applikation aus einem silbernen und einem goldenen Pin, genauso wie auch bei dem Drudenschneid. Ich zeige euch das dann nachher noch ein bisschen aus der Nähe, damit ihr euch da ein bisschen mehr vorstellen könnt und damit ihr seht, wie perfekt und wie cool und schön dieses Messer eigentlich gearbeitet ist. Diese Nägel, das sind 5 Huf- oder Sargnägel, die werden natürlich auch vergoldet und sind aus Eisen handgeschmiedet. Und das sieht man oft, diese 5 Hufnägel, auch als Amulett, aber keiner weiß so richtig, was hinter diesen 5 Hufnägel-Amuletten eigentlich steckt. 5 Hufnägel in Amulettform. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was, warum das 5 Hufnägel sind. Das ist ja auch ganz eine alte oder wahrscheinlich den meisten auch bekannte Geschichte, dass man mit 5 Hufnägeln böse Geister und Dämonen bannen kann. Gibt es natürlich auch so die Abwandlung, weil die Christen ja dann immer alle alten Bräuche so ein bisschen christifizieren mussten. Da stehen die für die 5 Wundmale von Jesus. Ja, damit nehmen sie sich natürlich wieder so die alten mystischen Geschichten und dann wird es christifiziert und dann ist alles vergessen, was da vorher war. Der Hintergrund ist der, man hat schon immer 5 Eisennägel genommen. Manchmal waren die Eisennägel auch deutlich größer. Das waren dann solche Sachen hier, so richtig fette Teile. Und damit hat man dann den Körper an den Händen und an den Füßen festgenagelt, damit er nicht wiederkehren kann. Und der 5. Nagel, der war für die Zunge, dass auch das böse gesprochene Wort gebannt ist. Das ist der Hintergrund von diesen 5 Hufnagel-Amulette. Natürlich Eisen war schon immer ein Werkstoff, um böse Geister zu bannen. Und wenn man es dann noch vergoldet hat, Gold ist ja natürlich das wertvollste Metall und das hat ja
eine lange Geschichte in der Mystik, genauso wie Eisen, aber das ist jetzt zu viel, um das zu erklären. Und dann hat man es halt vergoldet und deswegen auch dieser goldene Pin. Damit ist halt das ein richtiges Schutzamulett. Das heißt, die Sennen-Tunchi erkennt dieses Messer nicht, wenn es um den Hals getragen wird und eine Amulettform hat. Und nur mit diesem Messer kann man sich praktisch gegen den Geist, diesen bösen Berggeist Sennen-Tunchi wehren. Sennen-Tunchi ist so eine Geschichte, die geistert komplett durch die Alpen von der Schweiz, Österreich, Bayern. Entstanden ist sie wahrscheinlich in der Schweiz. Dieses Messer zum Bannen von bösen Berggeistern hat aber schon eine deutlich längere Geschichte, als es da mit dieser Sennen-Tunchi-Geschichte verknüpft ist. Da drinnen kommt es halt, sage ich mal, als Nebencharakter kommt es vor. In vielen Geschichten wird es auch vergessen, weil es einfach für den Ablauf der Geschichte unwichtig ist. Aber es ist halt einfach so, mit einem Reisigmesser hat man die Bündel zusammengeschnitten, klein, das hat man immer dabei gehabt, damit die in die kleinen Hüttenöfen passen. Und da sich die Sennen ja natürlich ein hübsches Mädel aus Stroh und Reisig gebaut haben, haben sie das natürlich auch mit diesem Messer hier zugeschnitten. Und nur mit diesem Messer hätten sie wieder loswerden können, was sie aber nicht geschafft haben. Jeder, der die Geschichte kennt. Geht's weiter zum Messer. Also, ich stelle euch das jetzt genau vor. Das ist ein Neckknife, ein sehr robustes Neckknife, und es ist jetzt nicht nur wieder so ein Spielzeug und ein Dekomesser, sondern es ist genauso wie der Nachbau vom berühmten Drudenschneid, dem Neunkreuzmesser. Es ist ein Messer, das man hernimmt, mit dem man arbeitet. Das ist robust, das ist wirklich ein Werkzeug. Das liegt schön in der Hand. Das hat als Unterstützung für den kleinen Finger, obwohl man das eigentlich nicht braucht, das ist ein Dreifingermesser wieder, so wie dieses andere auch ein Dreifingermesser, aber das hier, das kippt halt beim Arbeiten. Und das Messer ist so breit, dass es beim Arbeiten nicht kippen kann. Es hat hier auch so eine Daumenrampe. Der Anglizist, der wird jetzt Chimping dazu sagen. Man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Ich finde es super. Sage ich aber auch in jedem Video, dass so ein Chimping bei jedem Messer extrem praktisch ist. Ich mag das total gerne. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade so in allen anderen Outdoor-Kanälen, oh, Chimping, sowas Blödes und so. Meiner Meinung nach alles Leute, die keine Ahnung haben oder mit dem Messer nicht arbeiten müssen. Dieses Teil vom Andi Gewald, das hat so eine perfekte Form, dass das ein richtiges, gutes Werkzeug ist. Das ist hier vorne nochmal abgerundet. Das habe ich bei dem anderen Messervideo auch schon erklärt. Wenn ihr euch ein Neckknife kauft, dann muss das irgendwie gesichert sein, dass ihr euch hier unten nicht schneidet, weil ihr das sehr kurz in der Hand habt und ihr sofort auf der Klinge drauf seid. Und deswegen muss es da abgerundet sein, dass nichts passieren kann. Es hat hier eine Bremse. Das ist auch sehr wichtig, dass man hier stehen bleibt. Und dann kann man mit dem Teil richtig super arbeiten. Schnitzen, Zeug ausnehmen. Weiß nicht, ob man das sagen darf bei YouTube. Und natürlich seine Brotzeit damit vorbereiten. Darum geht's. Steckt hier drinnen. Ist mit der rechten Hand bedienbar. Und ich bin mir sicher, wenn ihr Linkshänder seid, baut das euch auch so, dass man es mit der linken Hand bedienen kann. Praktisch eine Hand, zack, ist es draußen. Und es schaut extrem schön aus, finde ich. Mir gefällt es ja immer, wenn so alles so ein bisschen eine Geschichte hat. Das hier, das ist so ein, das ist praktisch, das ist ein Werkzeug, das ist eigentlich mehr ein Zahnstocher. Es funktioniert, aber es ist halt einfach ein lebloser Gegenstand. Und sowas mag ich einfach nicht, sondern ich möchte ja Sachen haben, die einfach mitwachsen, die mitleben, die zum Schluss, wenn es dann so dasteht, so wie das hier, einfach eine Geschichte zum Erzählen haben. Das sieht man halt einfach hier, das ist immer so mein Lieblingsvergleich. Mag zwar auch ein cooles Messer sein, aber das hier hat halt eine Seele und das hier ist halt einfach irgendwo mal aus der Presse rausgerutscht. Und vor allem, die Messer müssen hergenommen werden. Fangt nicht an, mit Vitrinenmesser zu sammeln, sondern wenn ihr ein cooles Messer habt, dann benutzt es. Das muss auch wirklich so ausschauen, dass euch das Spaß macht, dieses Messer zu besitzen. Ja, das hier mal daneben. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Und das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt die beiden Messer hier nebeneinander habe. Und ihr seht, wie schön die harmonieren. Wie cool das einfach ist, diese Kombi. Es wird noch ein drittes Messer geben. Das ist das Fuhrmannsbesteck.
Da wird es dann auch ein Video geben. Ich weiß nicht, ob ich es verlinke oder ob ich es vergesse. Also abonniert den Kanal. Über das Fuhrmannsbesteck gibt es auch eine richtig schöne mystische Geschichte aus der bayerischen Folklore, wie der Fuhrmann den Teufel bescheißt und dann der Teufel wieder zurück in die Hölle führt und der Fuhrmann sich natürlich besonders darüber freut. Aber anderes Video. Also, gucken wir es uns mal genauer an, damit ihr seht, was das hier für ein schönes, robustes, tolles Teil ist. So schaut dieses wunderschöne Stück aus der Nähe aus. Hier natürlich mit diesem verstellbaren Zug im Ledermantel. Das ist jetzt nichts Besonderes, das kennt natürlich jeder, aber nur, dass ihr seht, es ist längenverstellbar, so wie alle anderen Neckknives vom Andi Gewald auch. Vielleicht für die ganzen Stahl-Nerds so eine kleine Info. Das ist ein D2 Stahl und das Datenblatt zu diesem Stahl, das hat die 1.2379. Da kann jeder Messernerd sich raussuchen, was dieser Stahl für eine Qualifizierung hat. Ein wunderschönes schwarzes Bockhorn, eine handgeschmiedete Klinge, hier oben habe ich schon gesagt, die Daumenrampe oder Anglizist Chimping dazu sagt. Ja, mit der Kordel geflochten. Hier nochmal per Hand gedrehtes schwarzes Horn, das übrig geblieben ist von hier. Und die wunderschöne Hülle dazu, die das ganze Messer zu einem mystischen Gegenstand macht. Mit dieser kleinen Branche aus 5 Hufnägeln. Ihr seht, das sind handgeschmiedete, vergoldete, echte alte Hufnägel. Manche sagen auch Sargnägel dazu. Wer weiß, wahrscheinlich haben sie es dafür auch hergenommen. Dieses Messer als Amulett um den Hals getragen, geschützt durch 5 Sargnägel. So ist es gut versteckt, damit die Sennentunchi es nicht als Waffe gegen sich erkennen kann. Ich habe jetzt wieder 10 Tage lang Flusswanderung gemacht, da hatte ich den hier auch dabei und ich muss sagen, da wir absolut selbstversorgungsmäßig unterwegs waren, ist es echt so, dass ich mehr als das hätte ich nicht gebraucht. Also ich hatte das zwar auch dabei, aber ich wollte ja das ausprobieren und schauen, ob es wirklich robust ist und gucken, ob ich es euch vorstellen kann, damit man wirklich sagen kann, das ist ein Werkzeug. Das ist kein Spielzeug, das ist kein Vitrinenmesser, sondern das ist ein Werkzeug. Ja, und nach den 10 Tagen ist es immer noch scharf, und zwar gescheit scharf. Es ist mal ein paar Mal runtergefallen, deswegen ist halt die schöne Polierung hier ein bisschen zerkratzt, aber das macht nichts. Es liegt auch mit nassen Händen richtig schön in der Hand. Und das ist mal das Wichtigste. Kalte, nasse Hände, wenn du dann dein Messer nicht mehr führen kannst, also arbeitstechnisch führen kannst, dann ist es natürlich ein Mist. Und das ist bei dem hier absolut gut. Ihr wisst ja, auch hier vorne habe ich ja gerade erklärt, mit dieser Rundung, dass man sich nicht schneiden kann. Das ist ganz wichtig für alle Messer, mit denen ihr arbeitet. Wenn das keine so eine Bremse hier hat, so wie bei dem hier, dann spürt ihr mit kalten, nassen Fingern nicht, wenn ihr euch in den Finger schneidet. Es kann sein, dass es richtig und ihr merkt es erst, wenn ihr die Hand wieder im Trocknen habt und die abkühlt. Und dann die Riesensauerei schon passiert ist. Also, sowas finde ich immer ganz wichtig. Und das sind auch so Sachen, die sagt euch immer keiner was. Ihr müsst in jeder Situation, wenn ihr draußen seid, mit den Anglern brauche ich es nicht erzählen, auch mit eurem Werkzeug mit nassen und kalten Händen arbeiten können. Ja, und das kann man mit diesem Ding hier definitiv. Ja, jetzt habe ich euch wieder mitgenommen in die bayerische Folklore. Wir haben wieder ein richtig cooles Messer rausgebracht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kann ich nur noch sagen, kauft keinen Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Das hier ist meine absolute Empfehlung. Ja, habt ein wunderschönes Wochenende. Für euch.